Es geht weiter. Immer heiter. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nach den letzten paar Folgen, wo ich mich zum Teil auch ein bisschen sehr doof angestellt habe, gerade wo es um die Schreine ging, dachte ich mir jetzt so, wisst ihr was, es wird glaube ich doch langsam aber sicher mal Zeit, dass wir uns wieder um die Hauptstory kümmern. Ich weiß, mit der Hauptstory da haben wir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hier die Position genau. Auch ein bisschen davor drücken wollen und so und gesagt, ja, vielleicht doch eher hier oben nochmal die paar Dinger machen, Schätze holen und so. Weil wenn es irgendwie was, wenn es schon das Ende wäre und so, wäre es doof mit den restlichen Sidequests und so. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Und abgesehen davon, dass wirklich schon das Spiel vorbei sein soll, das bezahlt doch sehr, sehr stark. Abgesehen davon. Und ja. Deswegen, Moment, mal ganz kurz gucken. Genau, hier, Tiefgang, ne? Noch ganz kurz zurückgehen, denn das war ja der Tempel, nicht Tempel, der Schrein. Der letzte Folge, der war ja sowas von peinlich, meine Fresse. Da muss man ganz kurz was richtig stellen. Und zwar, wie der Trick gehen soll. Und zwar eine Art Trick, wo ich im Leben nie drauf gekommen wäre, dass es so funktioniert. Aber wirklich, niemals im Leben. Gehen wir mal ganz kurz rein. Liegt nicht klettern, reingehen. Der Schrein-Tiefgang, der mit der Boje. So. Worum geht's hier, Tiefgang? Ne? Wir haben hier eine wunderschöne Boje. Wir wissen, hey, wir können die bewegen, wir können die synthetisieren und so. Wir könnten das Ding hier machen. Ja. Und wie weiter jetzt? Naja. Der Trick in der Sache ist, und auf die Idee wäre ich niemals gekommen, man muss sie unter Wasser ziehen und hier loslassen. Das ist der ganze Trick. Ja, es muss natürlich irgendwie sowas, aber, ja, war es simpel, ja, aber auf die Idee, eine Boje so hochspicken zu lassen, okay. Ja, wenn man sich vielleicht mit Bojen auskennt, schon ein paar davon gesehen hat, dann vielleicht, aber auf die Idee wäre jetzt im Leben nie gekommen. Das nochmal ganz kurz noch erwähnt, ne? Für das nächste Mal dann. So, wenn wir noch ein paar Schätze, Ramder-Schätze müssen wir einmal noch holen gehen. Ja, ich meine, es gibt so viele Dinge, die ich jetzt hier noch anders machen könnte. Was? Achso, da drin, ja, genau. Aber scheiß drauf. Für uns wird jetzt Zeit, uns der Story zu widmen. Und gemäß Story, ne, nach aus Folge 160 haben wir gesehen, dass da nochmal ein Blutmond aufgetaucht ist und plötzlich war Zelda beim Schloss. Das ist uns ja nicht ganz koscher, wa? Und mal ganz abgesehen davon, ne, wegen Spoilergefahr und so, deswegen war ich jetzt gerade vorhin von wegen so, vielleicht das Spiel nachher vorbei und so, weil jetzt nicht so viel da schon spoilern will, wie es noch weitergehen könnte. Aber mal abgesehen davon, ne, wir haben ja noch eine Questreihe mit, Moment, ich glaube hier ist es falsch, wenn ich es hier zeige, eine Questreihe mit, wo ist jetzt hier Greco? In den Kranzruinen. Wo sie explizit hieß, ja, aber das Zelda meinte, man darf ihn nicht betreten, deswegen geht da keiner ran. Diese Kranzruinen-Quest von den Sheikah, die muss nochmal richtig aufgelöst werden. Also allein deswegen kann das da oben nicht das Ende sein vom Spiel, von der Hauptstory besser gesehen. Achso, warte mal, ist aktiviert. Entschuldigung, war ich wieder beim Breath of the Wild Modus. So, wir fliegen kurz rüber. Ihr könnt natürlich auch das Hoverbike nehmen, aber ich mach's jetzt mal so. Weil ich habe genug Ausdauer, ich habe Tooling, das ist gar kein Problem. Dann ist halt die Frage, müssen wir uns nochmal um Schloss Hyrule direkt kümmern oder wie sieht denn das aus? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hatte ich noch irgendwas mit Schloss Hyrule? Was man machen musste. Ich hatte mal was noch notiert gehabt und auch ein paar Mal erwähnt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich habe keinen Plan mehr, ob das noch aktuell ist oder nicht. Die Notiz dazu habe ich jetzt natürlich im anderen Fenster. Beziehungsweise in dem Fenster, wo ich gerade die Aufnahme mache. Sprich, wenn ich das jetzt aufmachen würde ich direkt die Aufnahme überblenden. Das wäre ein bisschen doof. So ist was. Moment, ganz kurz, Leute, ich mache mal kurz einen Black Screen. Dauert nicht lange, keine Sorge. Wir können direkt mal noch drin lassen. So, rechter Monitor. Sieht man eine Maus? Man sieht sie nicht. War gut.
Obwohl, warte mal. Ja, der Monitor ist natürlich Quatsch jetzt. Doch, ich habe sie ausgeblendet, gut. Also ich habe ganz kurz Black Screen, geht gleich weiter. So, und da, Moment. So, jetzt wieder. Weil es für sowas ein paar zu unterbrechen, wäre es irgendwie auch doof gewesen. Was habe ich hier? Bei Gelegenheit. Zurück zum Tempel der Zeit. Okay, das ist was anderes. Die Jiga-Folge stimmt, aber noch was. Weil wir noch. Also Karte bin natürlich vom Schloss Hyrule. Noch ein, zwei Eingänge, also vor allem hier, noch etwas haben, wo wir die komplette Jiga-Ausrüstung brauchen. Da weiß ich auch schon, wo wir hin müssen, das habe ich einmal geguckt. Dann Kolosseum-Folge. Achso, ach du Scheiße, ja. Kolosseum im Untergrund, da war ja noch was. Oh, ich bin ja schon da. Bleiben von hier aus, oder? Hallo, Himmel? Link! Link! Ja? Komm zu mir. Ich warte. Ich warte auf dich. Bin ich gerade der Einzige, der ein bisschen Flashbacks aus Breath of the Wild hat? Okay, wie sieht's aus? Wir haben noch ein paar Rationen. Was gleich richtig zur Sache geht. Das Masterschwert, upgraden. Ich bin gerade ein bisschen unsicher tatsächlich. Ein paar von den Farmen gehen wir. Ne, komm, warten wir noch. Also, Schloss Hyrule haben wir schon mal gemacht, deswegen müssen wir da nicht mehr so viel machen. Eigentlich doch, vielleicht gibt es was Neues, mal gucken. Der zweite Wall. Ah komm, als ob das nicht irgendwie Monster-Überraschungsangriff gibt. Ich bin ja nicht komplett bescheuert. Zelda? Das war ja klar. Woho! Das war Ultra Instinct, Freunde. Der braucht eigentlich auch. Na gut, Monster Horde ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, das sind blaue. Ne, schwarze. Entschuldigung. Einmal. Ah. Schon besser. Das Schwert leuchtet nicht. Das ist ein schlechtes Zeichen irgendwie. Weißt du was? Unsere Verstärkung hier in Form der Weisen ist zwar schön und gut, aber das macht es mir doch ein bisschen zu einfach. Ich mach's ohne euch. Weil ich es irgendwie cool gefunden hätte, wenn es ein Areal geben würde. Hier zum Beispiel, wo wir die gar nicht rufen könnten. Aber weil das Spiel so sagt, weil Gandalf sich sagt, nö, ich nutze meine Macht, du kannst hier nicht rein. Ganz ruhig, mein Großer, ganz ruhig. So, was nun? Ei nun, was nun? Da kann man den Master Shield, Master Shield. Ein Hyrule Shield natürlich. Hui. Na? Der hat vielleicht ein scheiß Timing drauf. Woher wusste, dass das passieren wird? Ja, Freunde, so etwas, das werde ich in dem Spiel nie verstehen. Warum zum Henker haben die Entwickler so gemacht, dass das Masterschwert hier noch so beschissen ist? Aber auf dem Wald habe ich es irgendwie verstanden, weil dort hatten wir DLCs, um das Teil noch stärker oder abzugraden. Aber hier, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, wie so vieles im Leben, wa? Gut, Falle mich nehmen will, aber jetzt überhaupt insgesamt 150, oder ist gut.
Königshellebarde. Ja, abgesehen davon, dass er eh kacke ist. Gibt es das, was ich irgendwie abwerfen sollte, weil sonst ich eine leere Truhe habe? Obwohl. Ne, komm, passt schon. So, und jetzt Zelda, wo bist du jetzt? Komm, die Fake Zelda ist der falsche Ausgang. Ritterschwert, Oh. Das ist auch leicht falsch. Was sagt denn die Karte so, ne? U3 da entlang, okay. Was treibe ich hier überhaupt? Ich dachte, das wäre eine gute Idee, aber es war ein Quatsch. Ne, das war jetzt nicht gut. Dann kurz die Abkürzung. Ja, weil ich halt in U1 noch war und dachte, okay, gut, kann man kurz runterspringen für U3, aber das war ein Fail. Ein Fail. Damit das Master Schwert ein Fail ist. Mann, das Teil geht mir auf den Sack. In dem Spiel zumindest. Obwohl ich die Neuerungen, wenn man es bekommt, im Gegensatz zu Breath of the Wild, ganz cool finde. Aber das ist wirklich gerade nur ein bisschen. Puh. So, der Typ ist auch wieder da. Ich muss ins U3, wa? So, das ist U2. Hier sind wir im U3. Glaube ich. Noch nicht? Okay. Ich hatte gerade da vorne ein Ding gesehen. Ein Wächter aus Breath of the Wild. Das ist ein Schika-Wächter. Das ging ein bisschen sehr schnell. Sag mal. Ups. Das ist ja kein Zweihänder. Das sind Schmerzen, war, Alter. Drücks geht nicht hier, wa? Schwarzer Hinoxhorn. Haben wir gar nicht. Kriegt Edelgeflügel. Hey, wie kommt das her? Ach, Schloss Hyrule. Du tust mir so leid. Ich hätte gerne wieder mal ein Schloss Hyrule, wo nicht alles zerstört ist oder von Ganon übernommen wurde. Ich meine, Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess. Gut, Twilight Princess war noch eines der Spiele, wo man das noch richtig nutzen konnte, das Schloss. Königsbogen. Was ich auch nicht verstanden habe, wieso sind die Waffen hier immer zu erfressen, die Bogen nicht, ja? Naja. Gut, Bogen auch keine, wir sind echt zu stark eigentlich von dem her. Hallo, das war ein schwarzer Hinox und wir hatten überhaupt keine Probleme damit. Ja, deswegen ist das hier im Prinzip nur so ein kurzer Besuch, Freunde. Da wir eigentlich hier schon alles gemacht haben. Kann ich ein Foto von dir machen? Nö. Also kann es ja nicht da sein, ne? Zelda! War ja klar. Oh. Ich habe gar nicht vermisst, oder deine Sorte zumindest nicht. Oh, wir haben noch ein paar von denen. Oh! Das ist eine geflügelte Sorte. Haben wir auch schon. Link. Falsch. Ich muss sagen, die Rücke der Gyptos und die Neuerung finde ich irgendwie ganz cool. Ich verstehe zwar nicht, wieso man die Neuerung jetzt so gemacht hat, aber finde ich, kann man durchaus so machen. Hä? Das kann ich nicht scannen. Okay. So, der Schein ist direkt über uns.
Muss aber auch zugeben, ich vermisse ein bisschen den Schlamm des Hasses aus Breath of the Wild. Ne? Also vor allem die ganzen Augen und so. Klar, das hier ist ja die Version 2.0, ne? Aber trotzdem hätte ich gedacht, so eine Rückkehr vom Schlamm des Hasses hier wäre schon ganz cool gewesen. Auch schon alle. Der blaue fehlt noch, was? Moment. Ja, mal. Hat gar nicht funktioniert. Wo ist er hin? Meine Freunde, darf ich vielleicht mal ein Foto schießen? Was ist denn los mit euch? Leg dich schlafen. So. Darf jetzt vielleicht mal? Geht doch. Na, knapp nehmen ist auch vorbei. Die Musik, ey. Die Musik ist mir so verwirrend, ich verstehe sie gar nicht richtig. Was will die Musik mir sagen? Ah, das gute alte Schloss Hyrule. Ich frage mich, ob es zumindest hier so einen Epilog gibt, wo man nochmal das reparierte Schloss Hyrule betreten kann. Wobei, das ist so ein Ding, das haben wir uns eigentlich bei Ocarina of Time schon gewünscht. Bei Twilight Princess, eigentlich überall. So, muss ich überziehen, mal by the way erwähnt. Ins U1 zurück, ja, da können wir direkt so geradeaus, gut. Den können wir mal. Da habe ich ein bisschen Feuer für dich. So. Geh schlafen und gib mir eine Ruhe. Hey! Also bitte hier bleiben, die brauchen noch. Okay, da hat er genug Schilder. Naja. Ja, das Ding führt nach unten, die muss nach oben. Deckensprung. Bin da. Wer noch? Ah ja. Also ich muss sogar da entlang. Oh, ich muss mich gerade anschleichen. Entschuldigung. Du bist aber ein großer. Na komm, versuch's nochmal. Ja. Put, 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 put. Hey! Scheiß Bogenfutzi da hinten. Wen will's grad nicht? Marschwert, der braucht noch ein bisschen. Okay. Ja, so, das Hühlerschild ist ein bisschen unzerstörbar. Entschuldigung. Ich habe vielleicht mal ein Schild kurz switchen, falls man auch noch gleich zerbricht. Wäre es ein bisschen doof.
Mit Halberkeit Plus, okay. Ja, also was willst du, ne? Ein Zielwasser trinken wäre vielleicht mal was. Ja, ist alles ein bisschen zerstört, ne? Oh. Aufspringen hier ging nicht. Warte mal. Konnte ich hier irgendwie reinfliegen? Mal kurz gucken. Ja, das hat das gemacht, das macht natürlich Sinn. So, welche Viecher kommen jetzt? Kuckuck! Ernsthaft? Nicht mal die Blitzviecher, sondern die Feuerviecher. Hä, wieso die ja, die Waffe ging gerade ein bisschen sehr schnell kaputt. Mal ein bisschen die Dinge hier nehmen, wa? Ach ja, Zeldas Raum, die arme Zelda. Die ganzen Waffen nehme ich jetzt mal nicht mit, weil, klar, ich habe zwar freie Waffenslots, aber das sind eh so Bilo-Waffen hier. Wir müssen in Untergrund mal die Stärkenversion holen davon. Zelda, wo bist du jetzt? U3 schon wieder. Der geht zweimal runter, wa? Kann mich halt nicht mehr großartig weiter, wa? Garde Zweihänder, ja, die Waffe, die auch generell schnell zerbrechen. Ach ja. Das Marschwell ist zurück, ja, die Frage ist bloß für wie lange. U2, was das Problem ist, U3 ist hier dann doch ein bisschen weiter entfernt. Okay, fliegen wir schnell rüber. Hier war runter und dann kann er doch direkt. Theoretisch ist doch hier ein Vorsprung. Oh, hallo. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht unterbrechen oder so. Aber ich habe ein Date. So. Also Zelda. Wow! Ich hab gar nicht gesehen. Ist ganz Silber noch. Servus. Das wollte ich ja eigentlich. Aua. Immer selber Fehler hier machen. Entschuldigung, ich muss ganz kurz auf die andere Seite. Alter. Das ist unhöflich, Junge. So, jetzt darfst du wieder. Okay, war eigentlich zu spät dran. Das ist schon ein bisschen besser. Und tschüss. Leg dich schlafen. So, wie sieht's denn jetzt aus? Zelda geht mir ein bisschen auf den Keks, wenn man das so sagen darf. Hoch, runter? Irgendwie so, wa? Ganz nach oben. Wo bin ich? U2. Achso, das stimmt ja. Nee, doch. Überall dieser
Schlamm, ey. Wo es nicht der Schlamm des Hasses ist. Das Miasma besser gesagt. Die Hände fehlen hier, oder? Okay. Also gehen wir runter. Das Schloss zu reparieren, das wird dauern, Freunde. Ich glaube, da brauchst du einen guten Architekten. Oder wir einfach neu aufbauen besser. Abgesehen davon müssen wir sowieso erstmal wieder, naja, runterholen, ne? Ernsthaft? Also, natürlich müssen die Elektro-Varianten sein, das war ja klar. Nein! Huch! Scheiß Blitzattacke, ne? Erstmal eine Truhe plündern. Was haben wir hier Schönes? Ein Königsbogen, geht nicht. Ja, scheiß drauf. Nein. Da drin bleiben wir der Pfefferhext. Oh. Ich hasse die Elektro-Varianten. Aber es gilt eigentlich für alle Gegner. Was ist jetzt los? Link, ich warte. Ich warte auf dich. Hast du vorhin schon gesagt, Zelda? Glaube dir nicht. Junge, wie gruselig das klingt. Königsschild, ja, schon wieder. Zack. Doppelt hält besser. So, wenn natürlich jetzt Zelda persönlich auf uns wartet, dann heißt natürlich das ganz Eingemachte. Alter, noch ein Königsschild. Ich krieg die Krise. Jetzt reicht's mir aber. Na, sind wir aber so weit? Ne, da unten sind noch Pfeile. So, wenn natürlich schon die Prinzessin uns persönlich zu uns ruft, wollen wir uns natürlich nicht warten lassen. Dann war es trotzdem so, wo ich nochmal etwas draufpacke. Wo ist denn überhaupt? Ja, nee, war natürlich im Thronsaal, wie können es anders sein? Okay, Freunde, es geht ins Eingemachte. Ich überlege jetzt sogar... So, vielleicht ein bisschen... Oh, Regen... Ja, den erstmal drin. Das war ja ganz geil. Huch. Wow! Und bin jetzt abgelandet. Ah, hier bin ich. Und tschüss. Ja. Eine Folge zu unterbrechen, weil in der nächsten Folge wird es vielleicht ein bisschen spannender werden. Andererseits filme ich gerade das Thumbnail, aber wisst ihr was, kann ich vielleicht eins noch irgendwie vom nächsten Partner reinschneiden. Das wird jetzt nicht so das Problem sein. Weil nehmen wir an, dass wir jetzt eine größere Cutscene bekommen und dann kann ich sicher noch das eine oder andere da reinfummeln. Irgendwie so ein Bild abgreifen, was nicht zu sehr spoilert, aber trotzdem zu der Folge hier passt. Wie geht's hier rein? Das war etwas bei Breath of the Wild, was ich gehasst habe, die ganzen fliegenden Wächtern und so. Oh, Zelda, ist das Zufall oder Schicksal? Die ganzen fliegenden Wächtern, die waren ja so richtig nervig. Junge. Weißt du was, ziehen wir kurz um. Dann heilen wir uns noch und dann würde ich sagen, geht's dann ab zur nächsten Folge dann. Warte mal, zur Rüstung hier. Also ich meine an, diese Zelda, diese Fake Zelda ist natürlich ein Phantom-Ganon. Das kennen wir aus diversen Zelda-Spielen. Aber ob jetzt Ganon, Ganondorf selbst noch auftauchen wird, das ist dann glaube ich nochmal eine andere Frage. Ah, wohl dann darüber, weil eigentlich den Haupteingang. Die Aufrüstung überhaupt darüber?
So. So ist doch richtig hier, oder? Jo, perfekt. Freunde, Freunde. Es ist und bleibt spannend, trotz allem, ne? Vor allem, dass ich halt gewisse Dinge schon ein bisschen zurechtrücken kann. Wie es vonstatten gehen könnte, aber dann denkt man sich vielleicht doch so, ne? Vielleicht läuft doch alles ein bisschen anders, als man sich vorstellt. So. Masterschwert wird auch nicht abgegradet und noch nicht, besser gesagt. Dann Provian, der muss man ganz kurz ein bisschen healen. Ich meine, ich trete für die Prinzessin, ne? Muss natürlich auch gut aussehen. Zurecht gemacht sein, muss da fit sein. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, an der Stelle, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Einer Zelda, die wieder am Davonfliegen ist. Und einer anderen Zelda, die auf uns wartet. Bis dahin. Ciao zusammen.